Merci vielmals, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Merci vielmals dem Herrn Minella für diese Interpellation. Aber das ist wirklich ganz gut fand, dass Madame Minella auch darüber gegangen ist, was dann an die Defizite sind von den Gemengen, von den Gemengenvertretern, und auch die Fragen, die wir als ganz konkret im Terrain stellen. Wir werden also das abteilen an unserer Fraktion, also Spitzensportler, der Charles Weiler, der wird dann über den Teil vom Sport schwätzen. Ihr wird gesund, aktiver, glücklich kann er. Ich wollte den anderen Teil überholen, den sich aber an sich nach vier Drohnen schiebt, nämlich die prinzipiell froh, wenn wir von extraskulären Aktivitäten schwätzen. Da schwätzen wir nämlich eben nicht nur von der formaler Bildung, mehr von der nonformaler, der informaler, der Wöllerbildung, an wie in die Bereiche kann zusammen feiern. Ich gehe nur zu, an diesem Fall als Doppelmandat tatsächlich kleine Viertel, weil man natürlich an der Stadt oder eine Reihe oder so einfach mal in einer Gemeinde, die ich gut kennen, eine ganze Reihe Erfahrungen sammeln, an eben gerade auch die guten Frohen, die Madame Minella gestaltet wird, als auch am Großen dann noch an der Gemeinde stellen. Wenn wir uns die vorstellen, wie stark das Troll vom Sport und überhaupt von den extraskulären Aktivitäten, ob als Kanner darf wirken, da stellen wir uns so eigentlich die Frage, wie wollen wir das als Kanner sind? Wie wollen wir das als Kanner sich entwickeln? Und ich will jetzt zusammenfassen mit dem Wort, wir wollen, dass Kanner frei sind, dass sie froh sind und dass sie stark sind. Frei, für das sie können Kanner sind, so wie sie als Kanner wollen sind. Das Kanner, der für Kanner sind. Und sicher ist das Ziel von all dem, was wir schwätzen, dass Kanner, der für Kanner sind, so will und so durchtrieben, wie sie das wollen, erkennen sind. Aber wenn wir davor schwätzen, dass sie als Kanner wollen oder dürfen, Recht auf Frau zu sein, da schwätzt man davon, dass man eben nicht nur eine Rationalbildung unserer Runde, aber natürlich über ganz viele Formen von Bildung machen, mit das auch eine Emotionalbildung mitkriegen, eben genau die Bildung, die man braucht, für das Kanner als Menschen, wirklich Menschen können sind, natürlich kreativ, mit Ideen, emotional, mit einer Möglichkeit, auch sich selber zu verstehen und das Welt über die Emotionalbildung. Aber wenn wir davon schwätzen, dass wir wollen, dass als Kanner stark sind, da schwätzen wir auch davon, dass sie resilient sollen sein für all die Defizite und die Challenges, die sich an der Welt momentan eben stellen, nämlich die künstliche Intelligenz, überhaupt auch soziale Medien, wie die ob Kanner wirken, wie auch die ganz Analyse von der Madame Minella, die ganz richtig ist, dann ob Kanner wirken, nämlich dass ganz vieles Lassers und das Kanner oft an ihrem Alltag gestresst sind. Wie kommen wir dazu, dass Kanner frei sind, froh sind und dass sie stark sind? Ich will es abhaken eben ein bisschen prinzipiell und dann werde Charles Weiler eben da dann spezifisch dafür den Sportler gucken, weil wenn wir von der Bildung schwätzen, dann muss man eben die Feierformen von Bildung unterscheiden. Und ich will auch ganz kurz gucken, wo an den Feierformen von Bildung eben noch der Sport dann einen Platz hat. An der formaler Bildung, an der Schule, haben wir Möglichkeiten, eben den Sport anzubieten, das ist gut. Und das ist auch wichtig, das kann er da tun. Madame Minella hat die Idee an Spielbrüche, aber nicht eine Stunde kann dabei fügen. An der nonformaler Bildung, also an der Maison Relais, an der Crèche, an der Stadt, schwätzt man dann bei der Maison Relais, von den Foyers Scolaires. An der nonformaler Bildung sind wir natürlich an einem Bereich, wo wir immer probieren, Aktivitäten anzubieten, die sportlich sind. Und du hast eben zusammen, habe ich mit der LASEP ganz stark, Madame Minella hat eine Reihe Gemengen genannt, es gibt noch nach anderen, und ich kann noch da ein ganz gut, die eben mit einer Konvention noch mit der LASEP hat. Und da schwätzen wir auch von der informaler Bildung. Die informale Bildung, Familie und Verein. Und da sind wir genau bei dem, auch was jetzt wahrscheinlich auch am Hintergrund von ganz vielen Erfahrungen am Sport steht, eben, dass die Vereine als helfen, den Sport auszuüben, den wir eigentlich wollen ausüben. Aber wo macht die Schwachhund, da können sie so, ich gebe mich gerne an dem Dote-Sport oder an der Dote-Aktivität dann engagieren. Und dann haben wir die Wöllbildung. Die Wöllbildung, das ist dann, wenn Kinder an ihrem Kartchen NRW sehen oder an ihrer Ortschaft NRW sehen, wenn man am Wöll oder immer schaufen, auf Beam klammen, ein Stichte gehen, bei den Oberschale gehen, fortlaufen, da lehrt die noch Sachen, wie sehr ich muss laufen. Und da geht die Wöllbildung hecht, kann er, also sie genauso wie sie Wölle sind. Und an der Bildung können natürlich auch darauf an, dass Kanner können sich bewegen in der Wesen. Und da ist zum Beispiel auch wichtig, an die Frage wird sich auch stellen, also Gemengen, da müssen noch am Gang das zu analysieren. Wir sind als Kartine so, dass sie die Kanner gut zugehen, dass Kanner sich sicher fühlen an der Kartine, dass Kanner gut können wesen. Und das wird Text wahrscheinlich die meisten von uns an ihrer Kannerzeit gemacht, nämlich beim Will durch den Karte geschafft zu haben, dass das noch möglich ist. Und das ist nicht immer ein Sicherheitsfroh ist, ob man das noch können oder nicht können. Wir schwätzen also von den sportlichen Aktivitäten, wir schwätzen aber auch davon,
dass Kanner Begegnung mit der Natur, mit der Umwelt brauchen. Wir schwätzen davon, dass Kanner eben Begegnung brauchen mit den neuen Technologien, mit der Digitalisierung, dass sie müssen abgeklärt gehen, und dass sie müssen gebildet gehen, für auch aktiv können mit den digitalisierten Technologien umzugehen. Wir schwätzen von Begegnung mit Kultur, wir schwätzen also von ganz vielen Begegnungen, wo Kanner etwas lehren, was in der No hilft, Kanner zu sehen, frei, froh und stark, an ihre Beziehungen aufzubauen zu sich selber, zur Gesellschaft, zu ihren Peer Groups, ihre Freunde, ihre Familien, aber auch zur Welt insgesamt an ihre Verantwortung zu überholen an dieser Welt. Dafür erlaubt man, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, des Gedanken, die froh drehen, wie kriegen wir die verschiedenen Formen von Bildung dann zusammen, aber wie können wir als Kanner Männer stressen an ihrem Alltag, an pur Frohen zusammenzufassen. Eng froh, die sich stellt, dass, wenn man so viel Angebot tun für als Kanner, und ich will denke, resümieren auf die 4 Formen von Bildung, weil von denen muss man schwätzen, wenn man von Skolär und Extraskolär schwätzen, wenn man davon schwätzen, dass man so 4 Formen von Bildung haben, da stellt sich schon die ganz wichtig froh, was bedeutet das für die Schule? Welche Fächer müssen unbedingt an der Schule bleiben, aber welche Aktivitäten können auch außerhalb von der Schule gemacht werden? Weil nicht all Kant geht ja nur an die nonformale Bildung, an der informelle Bildung, muss an der Schule also genug Sport sein, und da sind wir uns eigentlich eins, für das die Aktivitäten können an der Schule auch angeboten gehen. Und noch die Aktivitäten rundherum, die ich gerade genannt habe, kulturell, Begegnung mit der Natur, Begegnung mit der digitalisierten Technologie. Was bedeutet für die Schule? Und ich weiß zum Beispiel, wir begrüßen noch ganz stark, dass es am Moment bestreben wird, die formale und die nonformale Bildung nur bei ihnen zu führen. Und das geschieht dann eben über das, was ich oder die meisten von uns Bildungshäuser nennen, also Strukturen, wo ein Schulcampus entsteht, in eben Ort Maison Relais, selben Campus wird, wo eben Kanner nicht mehr so viel hin und her müssen laufen, wo ihren Alltag mehr geordnet ist, aber wo in Ort Möglichkeit wird, zum Beispiel Reim, ist so nicht Sell, mehr Reim zumindest mal zusammen zu nutzen, und auch dann do eine ganz andere Synergie auf den Plätzen zu schaffen. Das ist auf alle Fall dem Modell, den an der Circulaire de Printemps vom Ministère auch rekommandiert, dass wir eben die formale und die nonformale Bildung bei ihnen zu feiern, an die ich auch auf viele Plätze gesehen habe, wo ich auf Besuch war, für zu gucken, wie der Moment lebt. Es gibt zum Beispiel zu Ettelbrücke, wo ich zusammen habe ich mit einer Fondation am Indiorlohai an der Stadt gemacht, nämlich eine Fondation, die hilft, für die verschiedenen Formen von Bildung an einer Karte und einer Ortschaft, an einer Stadt rauszufinden, zu gucken, wie sind Doktoren, was machen die, wo sind Kanner überhaupt den ganzen Tag über ihren Weg, wo sind sie am frohsten an ihrem Quartier, wo spielen sie gern, wo fühlen sie sich nicht sicher, wo muss sie als Gemeng angreifen, für das hier ein Weh durch die Quartier mir sicher geht. Und das ist immens wertvoll, weil das nämlich genau dazu soll führen, dass Kanner Männer gestresst sind an ihrem Alltag, an alles das können machen, was sie eigentlich wollen machen, und zwar sicher, froh und frei. Die andere Frage, die sich noch stellt, was bedeutet auch für die gefehlte Gerechtigkeit durch ganz Land? Was sind dann Angebote am ganzen Land? Also kann ihn zu Wünschen, zuerst noch an der Stadt, zu Asch, zu Dittling, das selbicht machen, sind Angebote, die selbicht auf den verschiedenen Plätzen, an den verschiedenen Gemengen. Und ich kann mir vorstellen, dass doch schon eine Antwort, wenn zumindest um den Sport geht, über den Sportskoordinateur du Gig Gött, an dem Moment, wo man den an den verschiedenen Gemengen hätte. Und da stellt sich noch die Frage, wenn man dann wirklich darauf aus sind, die Offre für die Kanner an den 4 verschiedenen Bildungsfelder zusammen zu feiern, wen dazu möchte eben das Kanner nicht viel gestresst gehen am Alltag, und zugleich aber auch, dass das Personal nicht die ganze Zeit Projektionsflächers von Erwartungen von daheim oder von anderen, aber ganz viele muss auch dealen oder umgehen, wo sie ja selber so, dass sie am Moment ganz viel oft an der Grenze von ihrer Energie sind. Ich weiß zum Beispiel, dass es Gemenge gibt, die dann auch viel auf Benevoler zurückgreifen, für die Wehr zum Beispiel zwischen den einzelnen Formen von Bildung dann hinzustellen. Ich weiß, dass es Gemenge gibt, die so wie Pedibus, mich aber auch genug Gemengen, die probieren eben Akteuren zu mobilisieren, wie zum Beispiel eben auch Kanner an Vereine zu bringen oder im Zweck für an hier Maison Relais. Das sind die Fragen, die wichtig sind an diesem Kader, und ich wollte einfach just darauf angehen, dass es Hand um an auch um das System am großen Ganzen geht, über den Sport heraus, mit war uns alle gut bewusst, dass wenn man Madame Minella das Interpellation aufredet, dass es dann ganz stark um den Sportwert gehen, und dafür wird dann Herr nur gleich als ein Sportler der Charles Weiler nach zu sagen. Ist so nicht mehr so viel nur leisten. Merci, Herr Präsident. Bon,
der Herren Spitzensportler passt definitiv echt dabei Madame Minella wie bei Mch Merci awer dat mengt, dat ich de Kapazitäten hat. Den neue rapport eng gesund Zukunft weist wo sech alarmant zuelen. E kann vu 5 mat 11 oder 12 Jahre als iwwergewichtech. Bei den Jungen ist der Prozentsatz zwischen 2014 und 2022 von 15 auf 22% geklommen, bei den Mädchen von 11 auf 16%. Das ist eine Entwicklung, die man nicht ignorieren können und dürfen. Und Zölle schwätzen eng deutliche Spruch, gerade an dem Kontext ist dann der Sport von den Schlüssel für eine mehr gesunde Zukunft von unseren Kindern. Bewegung, ich meine, das immer als allein, das ist fundamental wichtig für hier Entwicklung. Sie brauchen die Möglichkeit, für sich aktiv bewegen zu können, und das nicht nur an der Schule, sondern auch für allem an der Freizeit. Gemeinden, Schulen und Vereine spielen bei dieser Mission, wie auch bei all den anderen Aktivitäten skolär, die meine Ferien noch schon angeschnitten haben, eine entscheidende Rolle. Der Sportminister hat am November 2024 das Projekt Gemeinlift Sport vorgestellt. Dieses Projekt ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ziel ist dort an allgemein ein Koordinateur sportiv zu haben. Diese Person soll dann den Lien zwischen den Schulen, den Gemeinden und den Vereinen machen. Für dieses Projekt auf das Budget für die Jahre 2023 bis 2025  400% erhöht. Aktuell gehen es 8 Sportkoordinatoren an 11 Gemeinden. Wir wissen, dass das definitiv nicht genug ist und dafür das Ziel, auch das weiter auszubauen auf andere Gemeinden. Gemeinden spielen eine zentrale Rolle und haben noch die Verantwortung, Infrastrukturen zu schaffen und zu erhalten, die für alle Bürger zugänglich sind. Ich warne aber dafür, dass die Responsabilität allein op d'Schëllere vun de Gemengen gelöscht gëtt, den Unterstützung vum Staat as sei primordial oni dé Support kënnen Gemengen hireieren Aufgaben do net nokommen. Schoulinfrastrukturen wie Sportzahlen ma per se Jo Herzlung, woch mich och dofir agesat hunn, dat die Sportzahlen net nëmmen an der Schulzeit gebraucht vergise muss doch nur der Schul an de Weekender fir Lokalinitiativen a Vereine opsinn, dofir begreest man doch, dat den Sportsminister an Edukationsminister se stop genisch tun, des Infrastrukturen nach mi breet ze nutzen. Am Kader vom 12. Programm kein Kanal der Infrastruktur sportiv stehen 135 Millionen Euro für Sportinfrastrukturen zur Verfügung. Ein ganz wichtiger Beitrag, den in Zukunft natürlich schon an Owen kann geschraubt gehen. Wir brauchen mehr Sportanlagen, wir brauchen mehr moderne Strukturen für jede Menge adäquat Offer zu bieten. Und das ist nicht nur eine Investition in unsere Infrastrukturen, das für allem eng Investition an Zukunft vun unsere Kanner. Vereine spielen eine ganz wichtige Rolle an unserer Gesellschaft. Sie machen mehr wie just Sportförderung. Sie bieten Raum für Freundschaft, soziale Kohäsion und die Entwicklung auch vom gesunden Lebensstil. Und das auch schon angeschwärzt gehen von meinen Vorredner. Es lehrt den am Verein viel mehr wie just eng Sportart. Leer den wat hecht Ekippe gecht, wer das Fair Play, wat bedeit Summenhalt an Leier den sech Zieler setzen an dé auch zu verfolgen. Und dann noch e ganz wichtig Punkt, dass fir noch ugeschwert gin, Leier den ze gewannen, mit Leier de Fi allem auch zu verleieren. Die enken dat besser wie die anderen mit dat Leier de mat der Zeit. Dann ist doch wichtig, dat man Kontinuitéit schafe. Wann kann vun der Grundschule an de Lycée wieselen bleif de Verein an net de Sportsverein, mé och de Kulturvereiner eng Platz, wo se kënne weiter sech begéinen as sech entwickeln. Motivationun do fir den Sport an noch d Kultur bleif der Herren an die gesund gewunnechten entwickeln sech weiter. Wir wissen awer, dat Erwerdungen an Vereinern surtout an ihr Benevolen immer mi groß gin. Die Benevolen man eng exzellent erbecht méi et gëtt net mé einfach mat am Laufen der Zeit, a mir derfen och net alles vun de Benevolen verlangen. Dafür muss man massiv an den Vereinssport investieren. Vereine brauchen weiterhin adäquat Ressourcen,
modernen Infrastrukturen an e professionellt Enkadrement. An den Sportsektor geht weit iwwer de Kompetitionssport raus. Wir wollen eng inklusiv Sportgemeinschaft fördere, wo jitré noch seng Platz finden. Dafür begrüßen wir auch, dass die Regierung die Vereine unterstützt, für mehr divers Offeren anzubieten, die auf die physische, aber auch auf die mentale Gesundheit von Leuten von allen Alterskategorien aufgestimmt ist. Herr Präsident, ich komme zum Schluss. Als Kanner verdenken eine Zukunft, an der sie gesund, aktiv und glücklich sind. Und Herr Galles hat das auch schon in der Sprache. Wir können die Zukunft nicht mit einer starken Gemeinschaft an enger zusammen bestöchte Gemengen, die Schulen, die Vereine, an der Politik garantieren. Und dafür begrüßen wir auch das Kapitel Sport am Koalitionsakkord extrem ambitiös ist, so ambitiös wie schon lange nicht mehr. Besonders soll durch die Rolle vom Vereinssport an der Gesellschaft gestärkt gehen. Und dafür wollte ich auch den Herrn Sportsminister fragen, wie weit die Umsetzung vom Koalitionsakkord zu diesem Punkt schon fortgeschritten ist. Ich merci. Merci, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielmals merci der honorablen Deputierten Mandy Minella für das Interpellation, die eng von der Grundlage von einer gesunder, aktiver Gesellschaft durchstellt. Aber auch vielmals merci dem Edukationsminister für seine Erklärungen, aber auch für die gute Zusammenarbeit zwischen dem Edukations- und dem Sportministerium. Mein Ziel als Sportminister ist natürlich auch als Ziel als Regierung als ein gesamtgesellschaftlich Sportabewegungspolitik, den Edukationsminister Dochonenke in der Stadt an seinen Erklärungen. Dafür muss man eine breite, gesunde Basis haben, von kleinem Alter bis an den hohen Alter, ohne Leute NRW auch zu vergessen. Wenn wir also ein Mouvement sportiv stärken, an dem wir den Sport an unserer Gesellschaft nachhaltig fördern, muss man bei den Jungen natürlich umsetzen an die positiv an das negativ bei den Jungen, als wir schon hinlänglich auch schon erwähnt gehen von den verschiedenen Rednerinnen und Redner. Als Kanner sind als Zukunft, mit der Tisch auch das Zukunft von Haut, die Realität von Maras. Für mich als Sportminister ist natürlich essentiell, dass es eine aktiv, resilient und gesunde Realität soll sein. Und das war auch genau dafür der Grund, dass ich mich entschieden habe, den Beruf von Sportprof zu lehren. Und gleichzeitig ist es auch die Message, den ich immer probiert habe, meine Schülerinnen und Schüler weiterzugehen, dass der Sport nicht nur Spaß macht, sondern dass es auch ein Invest ist, den erlaubt, an der Zukunft gesund und sportlich zu sein, aber auch zu bleiben. Dafür schafft das Sportministerium und das Edukationsministerium ganz eng und eine Reihe Pisten, für das als Kanner und Jugendliche aktiv abwurzeln an Frieden im Sport schon ganz frei fangen. Selbstverständlich geht das einerseits durch den Schulsport, aber andererseits auch darüber hinaus durch den außerschulischen Sport, der nicht zu vernachlässigen ist, für als Kanner an diese auch und Sportarten sollen hochfeiern. Ein Beispiel Zusammenarbeit von unseren zwei Ministerien. Wir führen allem an einer ganzen Reihe Akteuren auf kommunalem Niveau, von der Maison Relais bis bei der Verein und Gemeng, eine essentielle Rolle. Und nicht zu vergessen sind die Aufgaben von der LASEP und von der LASEL. Für genau das Zusammenarbeit noch mehr effizient zu machen, an den Austausch zwischen allen Akteuren an der Gemeng zu fördern, ist der Koordinateur sportiv immens wichtig. Das Person soll ein stabilen, erlebliches Réseau zwischen allen Akteuren an der Gemeinde aufbauen und permanent animieren. Mit Akteuren sind zum einen natürlich Sportvereine gemengt und trotzdem dürfen wir nicht vergessen, dass dann in einer Gemeinde ganz viele andere Akteure am Sport gehen, die nicht minder wichtig sind. Da hat sie gemengt Schulen, Maison Relais, Krechen, LASEP, Schulhäuser oder auch noch kommerzielle Akteuren wie Fitnesszentren oder auch Tanzschulen, für dann einen Purheit zu nennen. Auch bei der Konzeption, dem Planen an der optimalen Auslastung von den Sportinfrastrukturen soll und muss der Koordinateur sportiv für die Gemeng sein, zu unterstützen und noch behoden. An diesem Kader sind ich mit dem Edukationsminister eins, dass Sportzahlen, wie der Minister schon geschwärzt hat, an den Lyceen muss weiter verstärkt für die Vereine, aber auch für die Föderationen außerhalb von den Schulzeiten abgemacht gehen. Für allem der Weekend, auch während den Schulvakanzen besteht doch noch ganz viel Potenzial. Accessible Infrastrukturen sind Voraussetzungen für als Kanner an Jugendlichen können ein breites Sportoffer
können zerfreieren. Noch do soll der Sportkoordinateur bei der Koordination von Disponibilitäten von den verschiedenen Sporthallen, Schwimmen, Terren an der Gemeng helfen. Anfang 2024 waren wir in einer Situation, wo wir 100 Gemengen nimmen 8 Sportkoordinateuren hatten. Das geht bei weitem nicht durch. Dafür habe ich am März 2024 angefangen und eine Reform vom aktuellen Konzept vom Sportkoordinateur als Teil von unserer Strategie, Menge Gemengen lebt Sport zu schaffen. Im November wünschte die Gemengen aus dem ganzen Land Reform vom Sportkoordinateur präsentiert. An Santa hier geht als Equipe vom Sportministerium auch aktiv an Chefverrat promoviert das Projekt. Biswell haben sich schon 12 zusätzliche Gemengen definitiv dafür entschieden, bei Gemengen lebt Sport mitzumachen. Und Martinen schreiben wir Ende des Monats nach die entsprechenden Konventionen. Aktuell sind als Leute aber auch nach einer ganzen Reihe anderer Gemengen am Gespräch, sodass der Schiffer sich eventuell nach nur Überwert ändern für diesen offiziellen Signaturen. Und ich gehe ganz stark davon aus, dass kurzfristig eine ganze Reihe weiter Gemengen werden dabei kommen, für das als Reso U-Sportkoordinateuren wiest an die kommunalen Sportsofa weiter kann diversifiziert und optimisiert gehen, wird ohne froh nachhaltigen Impact, ob es kann ordentlich Wert tun. Aber für genau diesen Impact zu maximisieren, sind, wie ich schon gesagt habe, als Vereiner den Haupt- oder den Hauptakteur. Als Föderationen an ihr Vereine sind Trickgrad vom Lützeburger Sport und sie für viele Kanner ein Entreestier für den Sport nachhaltig an ihrem Leben zu verankern. Daneben spielt der Verein aber auch am Niveau von der Entwicklung von der sozialen Kompetenzen an dem gesellschaftlichen Modellen eine essentielle Rolle. Am Niveau von der sozialen Integration, das auch schon geschwert ging, an der Förderung vom Zusammenleben sind Sportvereine eng von den wenigen Plätzen, wo die Leute unabhängig von ihren kulturellen, sozialen, politischen, auch religiösen Backgrounds und noch generationsübergreifend zusammenkommen und eine gemeinsame Identifikation haben. Sportverbund an Baubrücken. Alle lehren die Klänge von den Großen, wir genauso lehren die Großen auch von den Klängen. Wir haben ein Reso von 1300 Sportvereinen in Lützeburg, wo aktuell rund 137.000 Leute sportlich aktiv sind und sich engagieren. Diese Reso ist durch den akuten Rückgang vom Benevolat an unserer modernen Gesellschaft aber extremer Gefahr, auf viele Vereine und in den letzten Jahren hier deren schon ein bisschen zu machen. Das, weil Benevolat während des strukturellen und gesellschaftlichen Aufforderungen und Vereine aus den Limiten steht und darüber hinaus schon lange ist. Und trotzdem engagieren sich heute das nach rund 17.230 Benevolen an den Lützeburger Sportvereine, erlegen do all Jahr rund 1.200.461 Stunden Arbeit am Dienst von unseren Kanner, als Jugendlichen und natürlich in unserer Gesellschaft. Es lohnt sich also, auch finanziell die Strukturen zu stärken und sie überlebensfähig zu machen, für dass die Benevol Arbeitskraft, Energie und Passion für den Sport strukturell abgefangen kann gehen. Das Benevol Engagement von heute, also in anders wie 34 Jahren, Leute engagieren sich punktuell und nicht mehr 2-3 Mal die Woche für Training zu halten oder dann zusätzlich den Weekend mit den Kanner auf den Match zu führen. Als Regierung sind wir uns bewusst, dass wir verstärkt an als Vereine müssen investieren, für das die immens wichtigen Akteure am Sport und an der Gesellschaft auch überleben. Da das Menge schon eine Antwort auf dem Herrn Kolb und auch dem Madame Klosner hier freuen. Entsprechend schaffen wir im Ministerium ganz intensiv unter Reform vom Subsid Qualität Plus, das sicherlich von den wichtigsten Tools von dieser Legislaturperiode für sowohl die Qualität wie auch die Quantität von der Sport- und Bewegungsoffer zu fördern. An dem Kontext kann ich schon Annonce machen, dass die neue Subsid nicht mehr wert auf den Kompetitionssport limitiert bleiben, so wie das aktuell noch der Fall ist. Wenn es dafür drin genannter Benevolatskrise, also mein Ziel, den neuen Subsid schon auszurichten und so auszurichten, dass Vereine sich können im Niveau vom Enkadrement professionalisieren. Der reformierten Subsid Qualität Plus soll entsprechend dazu beitragen, dass die Vereine professionell Trainerinnen und Administrativkadren auch können darstellen. Mit dem neuen Subsid kann dafür exklusiv derbisch für qualifizierten Trainer und Trainerinnen und administrative Fachleute finanziert gehen.
Wir valorisieren dummer anentwickeln auch Berufe am Sport, so wie dat am Koalitionsakkord auch vorgesehen ist. Am enger Subsidereform ersetzen ich zusätzlich das Subsid de Base durch das Subsid Sport et Société, das am Ziel, dass das genannten gesellschaftliche Potenzial von den Sportvereinen noch besser kann genutzt gehen. Mir ist aber auch wichtig, heute zu betonen, dass Professionalisierung keinesfalls den Benevolat soll ersetzen. Ganz am Gegenteil. Es geht darum, die Benevolen verschieden technisch und administrativ Lasten wäsch zu holen und die so zu ermöglichen, an ihrem Verein für allem die Aufgaben nutzen, die sie am meisten motivieren. Professionalisierung und Promotion vom Benevolat gehen also Hand an Hand. Wir dürfen aber auch nicht die mit Kleinvereine auf der Strecke lassen, die genau so wie die Trainingsofferen für als Kanner anbieten, an die nicht unbedingt den Anspruch haben, für sich zu professionalisieren oder nach nicht so weit sind. Das, weil sie nach zu klein sind oder der Schritt für sie zu groß ist. Dafür schaffen wir IPES, der Initiative pour la promotion de l'emploi dans le secteur du sport. Über diese Weg schaffen wir eine Möglichkeit, dass qualifizierte Trainerinnen und Trainer, Gestionären, Konsultanten an dieser neuen Struktur angestellt gehen, wie das Verbände, Vereine, Gemengen, weitere Akteure aus dem Sportsektor durch Service abkaufen können, ohne direkt Personal müssen anzustellen. Das ist, wie gesagt, für allem interessant für Kleinvereine, die damit ihr Sportoffer können stabilisieren und ausbauen. Den IPES hat also, IPES, Madame Klose für drüber angeschwert, IPES, also im Fond den Nachfolger 5 pro Sport, hat also Employer am Sektor zusätzliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die Employer sich weiterbilden, also mehr Qualität Terra bei se Kanner a Journalisten auch könnt. Ich bin überzeugt, mit diesen Reformen für den Lützeburger Sport stärken wir als Vereine, wir setzen auf Qualität, erschaffen Grundlage für eine gesund, fair und zukunftsfähige Sportentwicklung auf Vereinsniveau, von der nicht nur als Kanner, wir auch alle Guten werden können profitieren. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, geht es weitaus mehr wie just ein sportlich Offer nur der Schule. Es geht das gesund und aktiv abwürzen von als nächsten Generationen mit Sport und Bewegung. Das ist ein Puzzle, von dem Allsteck, wenn ich nach so klein ist, immens wichtig ist, von der Schule über die Sportinfrastrukturen, Vereine und Gemengen. Und noch Zusammenarbeit zwischen den Ministerien, also kruziales Puzzlestück, was wir brauchen, für unsere Kinder ein sportliches Offer können zu ermöglichen, Vernetzungen von allen Akteuren am Bereich Sport, vom Sport an der Schule, an der Mesorallee, an dem Verein können zu garantieren und so ein starkes Fundament für eine gesund, aktiv, mental und physische Entwicklung von unseren Kindern und Jugendlichen auch zu garantieren. Ich will dann kurz auf Fragen nach anzugehen von den verschiedenen Deputierten. Madame Minella hat es schon gesagt, wir müssen alle Kinder zum Sport der Bewegung kriegen. Wir müssen für allem die Kinder zum Sport der Bewegung kriegen, die nicht schon 2-3 Mal an der Woche trainieren, an der Weekend ein Match. Wir müssen die Kinder können greifen, wo nach Problem ist, dass sie überhaupt nicht am Sport sind. Und das ist eine von den größten Aufgaben, die wir werden haben. Pro Sport haben wir schon geschwärzt, von Madame Klosener, die Qualität plus auch, dass wir eine Reform machen. Kann ich sportiver so geschwärzt gehen, du hast natürlich so, dass nur im Rappel am Dezember 143 Patronen leider kein Demandra gehen haben. Das zu bedauern und ich meine, dass das auch ein Problem ist vom Delay, den am Gesetz steht. Und dafür will ich, wie ich das schon als Deputierten 2023 gesagt habe, den Congé sportiv unbedingt verschaffen, dass man den Delay rausholen, dass man können Patronen oder dass man Leute, die sich engagieren am Sport, nicht bestrafen mit einem Delay, den, wie gesagt, 143 Patronen verpasst haben, aber wir ein Problem haben, dass man das nicht können ausbezahlen, wenn wir uns im Gesetz zahlen. Dann Herr Kolput von Infrastrukturen geschwärzt. Natürlich, Infrastrukturen kommen wir nicht noch. All Jahres könnt Beetebüsch bei 11.422 Einwohner, aber wir kriegen die Sportinfrastrukturen nicht sehr genug gebaut. Wir investieren 5 Millionen Euro an Modernisierung von Sportinfrastrukturen. An am letzten Plan Quinquennal wird weiter schon geschwert, 130 Millionen Euro vorgesehen für neue Sportinfrastrukturen zu bauen. Das wird auch am nächsten Plan Quinquennal sicher am Budget auch raufgehen.
Der Klemmer huet vum Sportkoordinateur geschwert. Ich mein, du hast mat der Finanzierung, die man Orologennner tun, der TD 3 Joer mat 80%, wo man Gemengen unterstützen, dono degressiv 70, 60, 50, 40 bis op 20% drauf eure großen Incentive geschafft gin, dass man méi Sportkoordinateuren können engagieren an de Gemengen. Wie gesagt, wir hatten bis 8, kommt 12 dabei. An die nächsten Gespräche laufen schon, dass ich ganz optimistisch sind, dass man der nach enger Ganzrei dabei kriegen, wo wir wissen, dass man nicht können 100 Sportkoordinateuren für das ganze Land engagieren und noch tun einen Appell und alle Leute, die Gemengen, die sich eventuell zusammen tun, et ass méiglege Sportkoordinateur fir 2-3 Gemengen oder nach méi zu hëllen, dat ass go kein Thema. Wie gesot Weile hat den Plan Quinquennal ugeschwert gehabt, an natürlich auch die ambitiös den Koalitionsakkord, den wir hunn an den Schrappelieren enkeier 2023 oder 4 Wahlen werde Sportbudget bei 41 Millionen an den 2025er Budget ass mat 66 Millionen Euro mengglisch richtig ambitiös, dass man den Sport zu Lützburg op de Platz kreen, wo man gerne hätten. Merci.